Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test auf diesem Kanal. Und zwar kein geringeres als die Siedler. Ja gut, eigentlich vielleicht sogar der 8. Teil, könnte man sagen, aber auf alle Fälle endlich mal wieder ein neuer Teil, der hoffentlich hält, was er verspricht. Man hat in letzter Zeit, in den letzten Tagen so ein paar Reviews gelesen, die ein bisschen stutzig gemacht haben. Aber ich dachte mir, statt sich da großartige, ja, quasi darauf zu verlassen und seine Meinung zu bilden von dem, was andere beschrieben oder erzählt haben, möchte ich mir doch lieber ein eigenes Bild machen und deswegen zocke ich hier mal die Closed Beta. So, ich habe mich schon mal ein bisschen informiert, dass man alles so machen kann und nicht und so und auch wegen Sprachen etc. etc. Und es ist so, im Prinzip haben wir auf die Option erstmal in der Closed Beta, genau so wie es eigentlich hier steht, alleine oder im Team gegen andere Spieler, gegen die AI, also sprich gegen NPCs und so zu kämpfen. Und das Tutorial, Learn how to master the game. Und ich würde sagen, wir gehen ganz kurz ins Tutorial. Es dauert nicht so lange, deswegen keine Sorge, wir haben noch genug Zeit, uns ums Spiel selber zu kümmern. Aber einfach nur, damit wir das schon mal durchhaben und auch mal gezeigt haben in der Closed Beta. So, learn the core elements in the settlers, also ja, die Kernelemente bei Siedler kennenlernen. Basics. Recruit an army and use it in combat oder production, find resource and construct buildings. Obwohl ich persönlich finde, dass man Basics und Production hätten gemeinsam nehmen können. Aber egal. Erst einmal, los geht's. Ich bin ja doch sehr gespannt, wie auch das fertige Spiel und so sein wird, weil mit Siedler habe ich ähnlich wie mit Anno eine lange Geschichte, die mich verbindet. Allerdings ein bisschen anders als bei Anno. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Introduction. Every settlement needs lumber to construct new buildings. The sawmill that is needed to produce it is built already. But the logging camp that delivers the logs does not work yet. Select the logging camp to check for current issues. Also ja, im Prinzip einfach gesagt, also halt, um jedes Gebäude zu bilden, brauchen wir halt Bretter und so, ist klar. Und die Sawmill. Ja, das Sägewerk quasi braucht es, um das zu produzieren. Da ist ja klar, kennen wir auch aus anderen Spielen. Aber das Gebäude, was das eigentlich macht und irgendwie das andere, was auch liefert, das funktioniert alles noch nicht so richtig. Und deswegen müssen wir erstmal gucken, was ist eigentlich so los. Also warum funktioniert es momentan noch nicht, wie es eigentlich sollte. Selection, okay. Erstmal hier Selection, wird auch schön dargestellt. Construction Site. Das Logging Camp. Ja gut, das ist einfach die Holzfällerhütte. Das braucht... Construction Sites, okay. Ressourcen braucht es und Arbeiter. Okay, also das Typus von Gebäude quasi. Macht Sinn. Kann jemanden auswählen. Automatisch rekrutieren und Ability. Auswählen mit Linksklick und die Aktion wählen mit Rechtsklick. Ist ein bisschen auch wie bei Age of Empires. So, hier aber die Leute, wa? Wenn ich direkt Rechtsklick mache, gehen sie direkt auf ein Gebäude zu, was noch nicht fertig ist. Ah, okay. Näher ranzoomen, weil das ist natürlich etwas, was bei Siedler immer sehr, sehr geil war. Dass man die Leute selber auch arbeiten sieht. Eben auch ähnlich wie bei Age of Empire, aber ein bisschen anders, weil der Fokus bei Age of Empire liegt ja auf Krieg. Und bei Anno wiederum liegt der Fokus eher auf große Gebäude, also nicht unbedingt um den einzelnen Mann quasi. Genau, nicht um den Aufbau, da geht es quasi darum, du willst ein Gebäude, brauchst Ressourcen, zack, steht schon da. Das ist im Prinzip Anno. Roads. Logging camp has been built. Alles klar. All buildings need to be connected to a warehouse by a road. Ja, also. Das Warenhaus müsste das hier sein. Nehmen wir jetzt mal an, weil es so groß und fett dasteht. Genau. Und alle Gebäude müssen halt über eine Straße damit verbunden werden. Eigentlich auch nichts Spezielles. Wobei ganz ehrlich, eine Dirty Road oder sowas hier. Da kann man auch ein paar Mal reinstampfen und so, und das ist auch eine Straße. Wieso man das extra irgendwie bauen muss. Okay, von hier aus. Warte mal. Machen wir es mal so. Ja, müsste passen. Das ist die Frage. Okay, sie machen es gerade selber. Interessant.
Ja, einfach mit dem Hammer mal draufhauen, dann geht die Erde schon in die Knie, ist klar. Move the camera, WASD. The logging cam is now ready to work. Robots automatically logs and camera will arrive soon to transport them. Okay. Aber auch wenn das soweit funktioniert, also mit der Kamera natürlich auch, ja gut, Kamera aber auch eigentlich so gesehen nicht. Kann ich irgendwie auch schwenken hier? Star Production, Sawmill produce Construction Material Lumber. Ja, also man sieht hier wird das Holz hier produziert, oder abgeholzt besser gesagt. Star Production Boost. Okay, irgendwie mit Nahrung schätze ich jetzt mal, kann man das boosten. Jo, Fisch hätten wir sogar. Und hier haben wir die Sawmill. Eben halt das Sägewerk, wenn man so will. Und die arbeitet noch nicht. Ich sehe aber auch hier oben steht 0 von 3. Kann man aktivieren. Was? 3 waren schon da, okay. So, wir kurz abwarten, bis wir mal so ein Lumber oder ein Holzbrett von mir aus gesehen mal produziert haben. Sieht man hier auch sehr schön, wenn sie gerade an die Arbeit gehen. Man könnte natürlich jetzt denken, arbeiten die überhaupt und so, aber solange man hier sieht, dass die Leute irgendwas machen, kann man davon ausgehen, ja, sie arbeiten. Jetzt hat das hier auch aktiviert, dann müssen wir ein paar Sekunden warten und dann müsste es, glaube ich, fertig sein, wa? So habe ich, glaube ich, das Siedlerprinzip noch einigermaßen im Kopf. Zumindest aus letzten auch Spielen, aktuellen Spielen noch wie Siedler 5 oder Siedler 6. Lesson complete, ja? Ihr seht, schon vorbei. Lektionen haben wir gelernt, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Das war's, Freunde, Beta vorbei. Nein, Quatsch. Aber tutorialmäßig, das erste, das war's jetzt. Und deswegen schaue ich jetzt eigentlich mit Production, weil es geht jetzt eigentlich da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Wir machen jetzt mit dem zweiten weiter, weil der zweite Teil Krieg und so oder Kämpfen. Ich überlege sogar, ob ich den überspringen soll, weil ganz ehrlich, da ist ein bisschen wie bei Age of Empires 2 und so, also von dem her kann man auch gut und gerne überspringen. Buildings and resources. Your settlement needs to grow, but you are lacking the required construction materials. Check your warehouse to see what is missing. Okay, wir wollen uns ja ausbreiten, wir wollen ja wachsen. Dazu brauchen wir Materialien. Was fehlt? Steine. Okay. Stones. Stone deposit. You will need a okay. Find a stone deposit. Hier hinten zum Beispiel. We need to place a quarry in the vicinity of the unnecessary building is blocking. Was? Ich muss hier etwas bauen, auch wieder ähnlich wie bei Age of Empires 2, oder generell Age of Empires halt, um das halt abzubauen, sage ich jetzt mal, aber das Teil ist im Weg. Stirb. Krass, war. Um Gebäude zu bauen, brauchen sie Ewigkeiten, quasi, man sieht es live, wie es gebaut wird, aber um abzureißen, zack, bums, weg ist es. Krasse Scheiße. So, und der Construction-Dinger kann man so auswählen, alles klar. Also mal hier oben kommen. Construction Roads, ach schon wieder, ja, muss natürlich das wieder zusammenbauen lassen. Also warte mal, hier haben wir auch was gebaut werden muss, dann mach doch das mal. So. I can build almost anything. Let's get to work. Where can I help? Arbeitest du jetzt da oder wo arbeitest du? Bin ich jetzt irgendwie nicht so ganz sicher. It'll be finished in no time. Ah, okay. Gut, ihr drei könnt mal hier hin. Das haben wir da auch schon. What's up? Bisschen schräg ist die ganze Steuerung ja schon noch.
Aber egal. Dafür haben die jetzt hier einfach aufgehört. Da finde ich jetzt nicht so nett. Where can I help? Let's get to work. Dann kannst du dich eigentlich mal um eine Straße kümmern, weil die brauchen wir ja sowieso. Where can I help? So, The envoys asked me to wait right here. die Arbeiten bereit. Wait till it's finished. Genau, Construction Site. Jetzt habt ihr wieder aufgehört oder The was? envoys asked me to wait right here. Hard work is good work. Ah, okay, die können nicht weitermachen hier mit der Gildenhalle, weil da fehlt noch ein bisschen Stein. Congratulations, your settlement has no production chains for stone lumber. You have the resource now to start growing your settlement. Victory is ours. Das war's auch schon wieder. Also, da kann man sich fragen, tutorialmäßig, warum das nicht mit dem einfach kombinieren und eins draus machen. Also, dass es dafür ein eigenes Ding braucht. Naja. Und Combat, wie gesagt, überspringe ich jetzt mal, weil ganz ehrlich, da geht es mehr darum, eine Armee zu befehligen. Das ist wie bereits erwähnt, wie bei der Age of Empires Serie, einfach alle selektieren und mit Rechtsklick sagen, hey, greif wieder das Gebäude an, greif wieder die Truppen und so an. Das kann man sich eigentlich sparen. Oder machen wir es doch mal zum Zeigen? Ja, komm. Aber zum Zeigen, weil ich weiß nicht, wenn wir nachher eine Partie gegen eine AI starten, ob es dann irgendwie funktionieren würde. Also ob wir es überhaupt sehen würden oder ob wir es überhaupt brauchen oder wie auch immer. Und hier hätten wir es zumindest schon mal schnell gesehen. Die Elari. Ja, da muss ja einer dieser Völker sein. So, Combat, ja. Eben kann man alle schon mal überspringen hier, weil es ist klar, was hier steht. Die Truppen direkt mal dahin. Enemy in sight. Feind gesichtet, Angriff. Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Defeat the enemy. Our army is under attack. Attack! Our army is under attack. With precision! Ritualist. You have freed some ritualists who were held captive in the enemy outposts. The healing spells can restore the health of your soldiers. Ja, okay, die können mich heilen. Where's the healer? Where's the healer? Will be over soon. Das ist eine gute Frage. Wo ist er? Ritualist? Nee, da ist er nicht. Der hier? Felt this. Ah, der. Sehe ich denn, ob die überhaupt geschwächt sind, meine Truppen oder so? Oder wie sehe ich das? Warte mal. Was kann ich mit den 1, 2, 3, 4, 5 machen? Ah, okay. Da kann ich nachher zuweisen. Order received. Da ist aber ein Autozauber drin, oder? Mal kurz warten, weil er füllt sich gerade auf. Dann müsste er direkt nochmal eine Einheit heilen. So. Aber sehe ich jetzt irgendwo, wo diese, ja, To keep my eyes open. geschwächt sind oder so? Welche von denen No bandits in im sight. Arsch sind, sehe ich ja nicht, wa? Good day. Ready to serve. Okay. Waren nur 2 verletzt. Who's my target? Gut. Attack the buildings. Buildings. Welche Buildings? Die hier? He Nee. calls. Die hier auch nicht. Ah, da oben. Das Spiel will direkt, dass ich hier weitermache. Gut. Of course. Warte mal kurz. Wie kann ich denn jetzt hier überhaupt eine bestimmte Einheit selektieren? Standing by. We're Ich prepared. würde gerne den Ritualist zum Beispiel jetzt rausnehmen. Standing by. Any marks? Standing by. Ja, das geht später noch ein bisschen besser. So. Nieder mit den Gebäuden!
Attack! Na, warte mal. Dann kann der mal hier hin und dann kann er direkt mal ein paar heilen. I need a break. Defeating opponents. You have discovered the enemy's camp, but it's heavily defended. Use siege units from the reinforcements that just arrived to your base. Okay. Enemy in sight. Wo sind die? Ah, da. Ready. Habe ich Elefanten und so? Standing Kriegselefanten? by. Firewarden, lange destroying buildings. Sieht zumindest was so aus. Standing by. We're rolling. Ready to serve. Standing by. I have to keep my eyes on. Also cool aussehen tut sie eigentlich so grafiktechnisch und so, aber ich habe auch gar nichts dagegen, finde ich so ein geiler Stil. Aber ja, eben, also auch Steuerung und so weiter hier. Hätte man sich eigentlich sparen können, weil eben es ist ein bisschen wie bei Age of Empires 2, aber da hat mir doch kaum kurz zeigen, weil wir es nachher nochmal sehen werden oder so, wer weiß. So, alle geheilt, sehr schön. Dann würde man sagen, könnt ihr in Kombination angreifen. Any orders? Das ist so der Enemy Warhouse. Ja, dann machen wir jetzt kurz einen Prozess, Freunde. Könnt ihr auch zuerst die angreifen und so, aber greift direkt das hier an. Our army is under attack. Our army is under attack. Aber doch nicht so eine kluge Idee, wa? Tja, hätte man zuerst halt doch mal die Dinge hier plan machen müssen. Geil ist jetzt übrigens auch, wenn man mal guckt, erstens habe ich gar keine Armee mehr. Wir sind hier schön am Bauen und so. 77 Truppen, ja, da ist natürlich keiner mehr dabei, der irgendwie kämpfen könnte. Naturally. Ich habe ihn noch. Ja, komm, wir schicken ihn mal noch in die Front. So eine kämpferische Einheit. Nee, weil ich wollte mal gucken, was eigentlich passiert, wenn wir das Teil nicht zerstören, sondern einfach halt draufgehen dabei. Gut, der hat jetzt, er hatte nicht mehr so viel das Gebäude, wäre fast schon down gewesen. Also, ja, von dem her als Tipp, Freunde, wenn ihr hier auch Under attack. das gerne gewinnen wollt, dann erstmal die beiden Türme hier platt machen. We have been defeated. Und so kann man eben auch verlieren. So, haben wir das auch noch gezeigt. Sehr schön. Also, damit haben wir es eigentlich gesehen, weil eben, ich sag's mal so, ich habe jetzt aus dem Grund extra verloren, weil das war sowieso der Schluss vom Tutorial. Also, was Kämpfe betrifft. Wir hätten nur noch das Warenhaus platt machen müssen und fertig war's. Deswegen dachte ich jetzt so, ne, komm, also scheiß drauf. Und, ja. Also so schnell geht, hatte ich nicht damit gerechnet. Da dachten wir einfach mal, komm, mal gucken, was passiert, ob irgendwie Nachschub kommen würde oder so, aber nee. Zack, boom, einfach futsch. Das zwei normale Wachtürme, dass so viel Schaden anrichten können, ist noch krass. Aber egal. Also, jetzt mal ein richtiges Match starten. Casual, against AI Enemies. PvP, ne, wir machen Casual, weil PvP haben wir mal versucht zu starten, aber irgendwie sehr, sehr schwammig noch, aber eben ist Close Beta, also nicht so wild. So, die Völkerwahl. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Also die Jorn gehen noch nicht. Die Maro und Elari, wir haben demzufolge 3 Fraktionen im Spiel. Und die sind eigentlich alles Erfundene. Die gab es gar nicht. Also die gibt es eigentlich gar nicht so im realen Leben. Ist auch neu. Normalerweise sind die Siedler, die Rassen in die Siedler auf realen Kulturen aufgebaut. Ich lasse mich trotzdem überraschen. Ich wähle jetzt mal die Maro. Vorher hatten wir die Elari im Tutorial. Und würde sagen, let's go. Ach, mal gucken. Wir machen das mal noch ein paar Minuten. Ich weiß noch nicht genau wie lange. The Shire. Welcome to the Shire. Welcome to the Shire.
Irgendwelche Worte oder so? Nö, war gut. Also, wobei eigentlich heißt es ja 1 gegen 1 Match. Jetzt frage ich mich halt. Banditencamp. Okay, sind das alles Banditencamps hier? Ja. Ich nehme mal an, dass mein Gegner irgendwo hier oben wäre. Naja, gut. Also, was haben wir eigentlich alles für Truppen dabei? Almost anything. If there's a job to do, I can get it done. Engineers. Ah, das Militär. Warte mal. Ready to serve. Ready to serve. Duty Geht ihr bitte mal hier rüber. Da fangen, was ihr jetzt hier macht. Hä? Das ist auch seltsam. Hier durchklicken geht nicht. Ah, jetzt so, okay. The currently available transport resource and work in production buildings. Hey, da heißt, ich kann ihn gar nicht auswählen, die Truppen. Okay. Das ist auch mal neu. If there is a job to do, I can get it done. Ja, mal gucken. Also, brauchen natürlich erst mal Holz. Hey, da ist klar. Wir haben hier viel Holz. Direkt in der Nähe hier. Ich würde auch gerne hier einen. Danach aber Problem mit der Road. Kann ich hier durch eine Road ziehen? Ah, nicht so clever. Weil ich muss das Teil ja drehen. Kann man es überhaupt hier drehen? Irgendwie? Ah, Rotation steht ja. So. Jetzt könnt ihr bauen, Freunde. The Ihr sollt hier. wait right here. Brauchen schon ein paar Lamper dafür. Okay, gut, ein paar haben wir noch. Jetzt geht es darum, dass wir noch ein paar mehr bauen. I can Sehr build schön. Also almost mitten im Wald drin, denke mal, ist jetzt nicht so eine schlechte Idee. Jetzt haben wir eine Sawmill. Ich glaube, ich mache hier drüben hin. Warte mal. Verbinden muss ich das unten, wa? So, baut doch bitte mal das hier. Ja, das ist jetzt unsere stillen Arbeit, einfach nur darauf warten, bis sie irgendwas machen können. Naja, gut. I can build. Finde ich ein bisschen schräg, die Idee dahinter, aber von mir aus. Residenz produziert noch ein paar mehr Bewohner. Ja, warum eigentlich nicht? Eine Quarry, eine kleine, nette Quarry. Ja, hier oben zum Beispiel, hä? Station braucht es ja nicht, das passt für mich soweit. Eine Gravel Road wird auch schon gehen. Okay. Food und so. Die Frage ist ja hier generell mit dem Food. Wofür braucht es denn überhaupt Food? Hä? Also wofür brauchen die überhaupt Nahrung? Brauchen sie es zum Handeln? Brauchen sie es selber zum Überleben? If there is a job to Glaube ich eher weniger, weil wäre wieder ein bisschen mehr wie Anno. Hä? Hier ist ja doch das Setting doch ähnlich wie bei Age of Empires 2, das halt eher für Herstellung und so von irgendwas anderem halt Nahrung gebraucht wird. Ist das hier vielleicht sogar so? Sie hat Diamanten. Nee, was sind die Resources? Settlement. Ah, viel Steine. Viel Steine. Love these deliveries. Okay, brauchen wir doch ein paar Fische.
Dann ist natürlich dann hier die Frage. Warte mal, wer ist jetzt hier eigentlich noch alles dabei? Where can I help? I sure can use the exercise. Also 34 sind es also noch, oder 31 sind es noch verfügbar, die sind irgendwie am Arbeiten. Jetzt eben noch ein seltsames System, aber okay. Wenn ich mit euch hier durchwandere, hier haben wir ja offiziell unser Gebiet. Da heißt also, hier draußen kann ich irgendwie keinen Fischerhüter oder so bauen. Muss irgendwie erstmal ein bisschen vergrößern. Produziert Fische, ja gut, aber wie willst du denn die Fische produzieren, Alter? Hier, Fische, da unten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier drin, hier geht's nicht mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Teil bauen würde, was bringt mir das denn? Let's get to work. Da kann ich mein Ding vielleicht... mit so einer Hütte vergrößern. Ah ja. Der muss natürlich auch wieder alles verbinden. Ja, also so eine Hütte hier. Ja, und schon packen alle mit an. Okay, gut, bauen geht zwar auch noch ohne Straße, wa? Da tragen sie es einfach. No deposits in range. Trotzdem frage ich mich jetzt halt, war das jetzt mit der Fisherman-Dinger? Warte mal, kann ich eigentlich irgendwie Gebäude zerstören? Kann ich es aber irgendwie transportieren selber weg? Geht nicht, wa? Also quasi verschieben woanders hin. Das fertig, jetzt ist das Gebiet ein bisschen größer. Oder täusche ich mich jetzt da? Kann ich mal den noch hier hinbauen. There's nothing I can't carry. Delivery coming through. Ich wollte gerade sagen, also haben da wohl genug Leute hier. Passen halt schon dabei mit den Waren, wa? Okay, okay. So, noch während dem da oben. The envoys asked me to wait right here. Ja, warte mal, ich gucke gerade, was man hier sonst noch so machen könnte. Wir sind ja jetzt hier. Ich glaube, dass irgendwo Feinde angreifen. Ja, von hier oben könnte vielleicht sein. Das haben wir hier unten bereits an den kleinen Hügel hier. Ich überlege gerade, wo ich irgendwie noch andere Gebäude bauen können. Zum Beispiel. Die Dinger sind jetzt relativ klar. Eine Farm produziert Weizen. Ja, ähnlich wie bei Arno zum Beispiel. Also von dem her. Bauen wir doch mal eine Farm. Geht direkt mal ein paar hin. Da was zu machen. Bravourös.
Enemy in sight. Was? Wie Enemy Inside? Der hier vielleicht? Our army is under attack. Ja, hallo, ich hab doch... Our army is under attack. Hab ich schon lange ausgewählt gehabt. Our army is under attack. Kann man die eigentlich irgendwie, keine Ahnung, wieder zurückrufen oder so? Wäre vielleicht auch eine coole Funktion. Leute, killt ihn mal. Charge! Enemy in sight. Wo? Wieder hier drüben oder was? Ah, okay. Okay, also ein bisschen schräg, was hier passiert ist, aber ist halt so. Huch. Muss irgendwie abholzen oder? You can demolish this. Ja, was kann er sonst hier machen? Kann man sie irgendwie reparieren oder so? Oh, gar keine Dinger mehr. Hä? Das war mal eine interessante Erfahrung. Anders als erwartet, definitiv. Ich zwar jetzt hier keins mehr hinstellen kann, verstehe ich auch nicht. Aber hier wiederum geht's auch, also irgendwie, naja gut. Also wir brauchen definitiv noch mehr Leute, wie man gerade sehen kann. Scheiße. What's the target? Und vor allem, weißt du, ich klicke hier drauf wie ein Idiot, aber irgendwie hat es irgendwie nichts gebracht. Das war irgendwie auch leicht schräg. So, warte mal, hier hatte die Farm, war die reinmachen wollte. Just one more delivery. Ja, kommen Arbeiter, bloß arbeiten, bloß arbeiten. Toolmaker. Hm. Oh je, oh je. So, muss mal ganz kurz. Moment, Leute. Muss mal ganz kurz das Fenster noch zumachen. I wonder if we'll ever find our ancestors. Hm. Yes? Also ich kriege eigentlich immer mehr Leute, das ist ja eigentlich schön. Aber wie machen wir jetzt aus denen halt Engineers? This is my easiest job today. This isn't heavy at all. Where can I help? Ja, nur noch 2 Stück, ernsthaft? Hä, muss doch irgendwie möglich sein, noch ein paar Engineers zu erschaffen. What a refreshing breeze.
Muss die irgendwie dazu ausbilden? Das könnte natürlich vielleicht auch sein. Recruits, Gildenhalle. Okay, so heißt das Teil. So, also hier unten geht es langsam auch munterflockig weiter. Da brauchen wir irgendwie noch ein paar von denen. Was? No Specialist assigned for Construction. Wieso Spezialisten? Das sind doch einfach ganz normale. Right now. Da verstehe ich jetzt da was falsch. If there is a job to do, I can get it done. I'll be home soon. Family's waiting already. Okay. Jetzt frage ich mich gerade, was kann man sonst noch hier unten so bauen, ne? Denn eigentlich ist mein Ziel, dass wir hier unten noch ein Ding bauen. Eine Fisherman's Hütte. Ich sehe irgendwie auch nicht, was ich irgendwie dafür noch speziell bräuchte, wa? Ich weiß, und hier kann ich es nicht bauen, das macht irgendwie auch Sinn. Andererseits macht das wirklich Sinn? Egal. Enemy in sight. Our army is under attack. Ja, ich habe doch wieder ausgewählt. Das ist echt unglaublich. Manchmal funktioniert es mit dem Auswählen, manchmal auch nicht. Und vor allem, was ich mir jetzt halt auch frage, ist, Spezialisten haben wir hier, aber wir haben insgesamt aktuell nur noch 2 übrig. Was passiert jetzt, wenn ich halt mehr brauche, und zum Beispiel neue Spezialisten zu rekrutieren? Geht das überhaupt oder geht das denn gar nicht mehr? Is there a job to do? Of course. Da bleibt mal besser irgendwie hier oben. Wenn die ständig angreifen. So, ja, eben ansonsten, hier funktioniert es ja. Das sind die normalen Arbeiter, auf die ich irgendwie keinen Einfluss habe. Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Warum habe ich auf die keinen Einfluss? Und warum die Ingenieure? Ich weiß, 2 Stück sind automatisch am Arbeiten, warum kann ich die nicht selektieren? Warte mal. Okay, es geht doch, aber es zeigt mir einfach trotzdem hier oben 0 an. Okay, gut. Ist einfach halt nicht so, wie man es kennt, sag ich jetzt mal, aber gut. Wenn es trotzdem funktioniert, soll mir recht sein. The envoys asked me to wait right here. Na? Versucht ihr es jetzt? Goods are heavy. Das ist eigentlich kein Problem, wenn wir irgendwie 6 Arbeiter verbrauchen. Wir haben sowieso eigentlich noch genug davon. Ich glaube, die langweilen sich hier ein bisschen. Okay, muss man sicher verstehen, aber ich verstehe es gar nicht.
So, dann die beiden. Wo sind jetzt die unterwegs? Die sind hier oben, wa? Das heißt zwar required 5 bräuchten wir eigentlich, aber sagen wir 2 haben, glaube ich, müsste reichen, oder? Alter, kann ich irgendwie die Carriers zu Engineers entwickeln? Wäre irgendwie noch geil. Was ich mich halt auch frage, ist, ob das alles ist, was wir hier haben. Ob es nicht mehr gibt, versteht ihr? Excuse me. Excuse me? Ja, ich weiß, ihr seid dran. Ihr seid dran. Let me through. Our army is under attack. Our army is under attack. Das ständig angreifen nervt ein bisschen. Die Frage ist, werden die auch mal stärker oder sind die, sagen wir es mal, immer in Anführungszeichen so schwach wie jetzt gerade? Drive them back. Duty calls. Noch ein bisschen Frage, wie ich das finden soll. My easiest job today. Warte mal, jetzt habe ich die ausgewählt. Wo sind die jetzt? Gerade. Ja, auch ein bisschen schade eigentlich, dass sie nicht einfach in einer Arbeit bleiben können. Jetzt habe ich hier wieder keine mehr, oder 0 von 5. Ja, auch 0 von 4. Gut, das verstehe ich jetzt auch nicht, weil ich habe genug von denen. Nee, irgendwie auswählen kann ich sie ja nicht. Also irgendwie momentan optimiert arbeiten ist noch ziemlich schwierig. Das ist einfach nur ein das ist das falsche Zeichen dafür, das sind trotzdem die gemeint hier. Er hat doch mal 2. Der andere ist auch tot. Right away. Nee, Freund, bau bitte das zuerst zu Ende, weil da bringt gar nichts, wenn du jetzt alleine da hantierst, weil wenn du auch noch drauf gehst, und ich habe offenbar, hier sind noch eine einzige von Engineers, was soll ich denn machen? Select Group. Irgendwie euch auswählen. Where's the healer? Ja, das finde ich wirklich schräg, dass man die Carriers irgendwie nicht selektieren kann. Delivery coming through. Also wird vielleicht eine Logik dahinter geben, aber die ist mir jetzt nicht so schlüssig. Warte mal, ich wollte hier nochmal so einen Wachturm haben. I can build almost anything. Yes. Können wir kurz warten. Coming through, coming through. I love these deliveries. This needs to be delivered right now. Excuse me.
Let's get to work. Excuse me. Wie die echt am Trainieren sind. Ja, sieht zwar irgendwie noch cool aus. Muss ich zugeben. If there's a optisch job hat's for me, was. I can get it done. Okay, man sieht da relativ schnell, welche Ware man zuerst irgendwie halt herstellen sollte. Oder welche Gebäude, wohlgemerkt. Was sind doch die, hä? Also ist einfach das falsche Icon, aber ja, ich habe mich schon gewundert. The envoys asked me to wait right here. Und dann bringt es nichts, euch da auch Is there hinzuschicken. something to do? Ich gehe heute mal hier hin. So. Das Ding bringt mir irgendwie jetzt ja auch nichts mehr, oder? Weil hier haben wir keine Bäume mehr. Zack, bums, weg. Sehr gut, theoretisch geht hier um Construction, also vielleicht hier nochmal. Geht jedenfalls außerhalb des Gebiets ist. Jetzt müssen wir eigentlich unser Gebiet hier langsam mal vergrößern, wa? Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Vergrößerung plus One Bonus to Living Space, ja eben der Lebensraum quasi hier. Das heißt, jetzt muss irgendwie die Dinger hier außen auch umbauen, damit es da größer wird. Let's get to work. What's up? So, geht er bitte mal automatisch an die Arbeit. Genauso There wie is a job ihr to hier do. oben. We can get it done. Guck mal, was sie sonst noch so alles haben. Jetzt machen sie irgendwie da schon weiter. Okay. Mhm. Mhm. Einen Turm haben wir, einen zweiten Turm haben wir, der dritte ist gleich auch fertig. So. Und das hier, aber jetzt gehen die woanders hin, weil sie natürlich gerade was Neues entdeckt haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sehr viele Häuser bauen müssen. Kann das sein? Sollen es immer nur +1 sein, aber vielleicht kann das irgendwie noch durch spezielle Boni oder so noch erhöhen. Also ich hoffe zumindest, weil sonst macht es mal momentan gar keinen Sinn. Und das Ding fehlt auch noch. Ja gut, Freunde, ich würde mal sagen, wir sind bei 50 Minuten angekommen. Das war doch mal ein interessanter Einblick in die Closed Beta, der mich zum Teil noch mit gewissen Fragen zurücklässt. Einerseits, was halt die Residenzen betrifft für die normalen, sag ich jetzt mal Arbeiter oder Carrier, wie es ja so schön heißt. Das Ziel ist, auch damit wir halt genug Lebensraum haben, eben auch für Nahrung und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich hätte gerne ein paar Fische, ob das Teil wirklich hier unten wirklich so auch bauen muss, damit das funktioniert, also direkt im Wasser zu. Also quasi eine Fisherman-Hütte hier wird gar nicht gehen. Oder hier zum Beispiel. Und ich muss das explizit da unten bauen.
Wälder, dass jetzt Wälder irgendwie nicht nachwachsen, ist man jetzt irgendwie auch neu bei Siedler. Ich dachte, die wachsen irgendwie nach, aber vielleicht verwechselt das auch irgendwie halt oder zu stark mit Arno. Das kann natürlich auch sein. Ja, generell eben die Carriers kann ich nicht auswählen, ich kann sie produzieren für mehr Lebensraum. Ich kann es dann zwar zu Engineers ausbilden lassen, okay, und die kann ich dann irgendwie steuern. Seltsam das Ganze noch ein bisschen. Und, ah ja, meine Vergangenheit zu Siedler war, da haben wir ganz vergessen. Also war ja eigentlich so, damals so 96er rum, muss ungefähr gewesen sein. Bin ich dann irgendwie auch mal dazu gekommen. Da geht's jetzt hier mit dem Fisch oder geht's nicht? Offenbar doch, was? Das heißt so nah ran ans. Ich muss näher ran ans Meer, aber no Deposits in Range. Ja, ich muss halt doch näher dran sein. Also, 96 rum, das heißt, das war dann so Siedler 2 Ära rum bei mir. Bin ich irgendwie damit reingekommen und es war schon geil und alles, gar kein Thema. Also vor allem eben auch darum ging, es war irgendwie ein bisschen detaillierter als Arno, was die Produktionswege bzw. Produktionsschritten so betraf. Eben zum Beispiel im Brot herzustellen, also wirklich Weizen und Mehl und so weiter und so fort, also sehr detailliert und jedes alles hier aufgeführt und so, alles sehr detailliert. Und eben auch jede einzelne Person selektieren. Da war schon sehr, sehr spannend. Aber ich muss halt damals auch aus finanziellen Gründen mich dann halt ein bisschen entscheiden, ob ich mich eher auf Siedler stürzen möchte oder auf Arno. Weil Arno und Siedler haben sich zumindest, war es für mich so, I can build almost anything. dass ich halt ein bisschen darum geprügelt habe, wer jetzt eigentlich für Aufbausimulation und so der Vorreiter ist. Und ja, eben ich musste mich halt entscheiden und habe mich dann schlussendlich für Arno entschieden. Immer aus finanziellen Gründen. Das war vor allem damals so der Hauptgrund bei mir. Da haben keine Steine mehr, wa? Doof. Da kann noch genug abholzen, dann sehe ich jetzt irgendwie weniger ein Problem. Ja, und ein paar Jahre später, ich habe mich dann zwar wieder mit Siedler 6 ziemlich daran gewagt und ich fand es auch cool und so weiter, alles gar kein Thema. Aber eben die Siedler-Reihe war dann irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, war irgendwie auch ein bisschen seltsam mit den Veränderungen, die es zum Teil gab. Zum Teil grobe Veränderungen, zum Teil weniger. Und jetzt vor allem seit Siedler 7 ist auch viel Zeit vergangen, glaube ich, irgendwie so um die 10 Jahre rum. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie Siedler von der Demo, von der letzten Demo, die es mal so gab, auch von der E3, wobei das war, glaube ich, noch vor der Covid-Pandemie, also insofern auch schon eine Weile her. Aber es irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, vor allem wenn ich jetzt hier mal gucke, was sie alles für Gebäude haben. Das sieht nicht nach so viel aus. Hier so eine Art Vogelscheu, wenn ich mich frage, oder ich auch schon mitbekommen habe, dass irgendwie der Nonplusultra für Gegner sein soll. Die unbesiegbare Vogelscheuche könnte man auch sagen, weil die Gegner automatisch auf die Vogelscheuche losgehen sollen. Also angeblich zumindest, ob es wirklich so ist, müssen wir erstmal ausprobieren. Und vor allem mit wesentlich mehr Waren. Also ich frage mich jetzt wirklich, sind das alle Gebäude, sind das alle Waren, die es gibt? Falls ja, dann wäre das ja, keine Ahnung, dann wäre es ja kein Siedler 8, sondern es wäre irgendwie ein Siedler 0,25. Also weißt du, so rückschrittmäßig. Deswegen, also ich kann es mir kaum vorstellen, Freunde, ganz ehrlich. So, wir machen mal da oben noch eine hin, bin mal gespannt. Right away. The envoys asked me to Ja, stimmt, ich habe ja bei euch den Auto rausgenommen, so. Können wir auch wieder reinmachen, weil jetzt können wir jeweils noch die 2 Gebäude bauen, plus die Straße, und können noch ein paar noch hoch für die Vogelscheuche.
Ich meine, klar, es macht natürlich schon Spaß dabei zuzusehen, wie sie alles aufbauen und so. Also, ja, bei Anno ist es ein bisschen anders, war. Da hast du die meisten Gebäude einfach klicken und dann ist es bereits gebaut, fertig. Außer halt so große Gebäude, ja, Weltwunder und so, also wirklich riesige Gebäude, da dauert es zum Teil auch länger. Auch nur, weil es da verschiedene Phasen gibt, quasi Phase 1, Phase 2, Phase 3 und je nachdem brauchst du verschiedene Güter, um das zu bauen. Jetzt geht irgendwie hier dann wieder etwas hoch, oder? Jetzt da unten. Das ist halt auch ein bisschen seltsam, was ich jetzt gerade so denke mit dem Lebensraum quasi. Wie wird das bestimmt, dass der größer wird? Was? Oh, jetzt aber hast du ihn rausgeklickt, super. Gut, sind da bereits dran. Schicke die 8 mal dahin und dann die 3, die da dran sind, sollen wir mal ganz kurz fertig bauen. Und dann, Freunde, wird es gleich mal Zeit, dieses Let's Test zu beenden, dieses Video. Und ja. Nachher vielleicht Oskar noch ein bisschen weiter zocken, meine Close Beta, das ist auch noch irgendwie noch ein paar Stunden oder so. Das lange aber auch nicht mehr. Aber der erste Eindruck, ich sag mal so, es sieht interessant aus von den Gebäuden her, was man bisher so hat, und ich hoffe aber, da kommt noch wesentlich mehr. Das wird nun so ähnlich wie eben da bei Anno 1800 ja auch war, und glaube irgendwie nur auf die ersten 3 Stufen in der alten Welt Zugriff hatte, und dann aber mit der Vollversion dann noch Stufe 4 und glaube sogar 5 dazu kam, oder waren es die ersten 4, die man gesehen hat, bin ich nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dann los sein könnte, und ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein paar mehr Leute hier. Oh, wir haben keine Tools mehr. Tools. Wie können wir überhaupt Tools bauen? Da bloß das wie bei früheren Anno-Teilen, die muss man irgendwie kaufen am Anfang. Man kann sie gar nicht herstellen. Hä? Wo sind die Tools? Produziert Tools. Toolmaker. Ja, gut. Da brauche ich noch eine andere Ware. Was ist denn das andere? Ah, okay, jetzt sogar ein paar. Eine Kohlemine. Ja, wir brauchen erstmal Kohle. Das ist auch so eine Frage. Wie sehe ich eigentlich hier, wo es überhaupt Kohle hätte? Ich müsste dafür ausbauen. Ja, okay, aber wie? Dann zeigen wir zwar die Fruchtbarkeit an, ja, das ist alles schön und gut. Aber keine Ahnung, wo hier eine Kohlemine sein soll. Oder geht das irgendwie... Was ist denn das? You must explore this location to interact with it. Okay, gut, weit weg wäre es nicht mehr. Aber da geht es wieder darum, Bonusareal. Wie mache ich das, damit das schneller vorwärts geht? Weil momentan dauert es echt Ewigkeiten. Oh, stimmt, da fehlt da was. Ja, der ging gar nicht mehr, weil... Doch, er müsste gehen. Doch, er müsste gehen, ja, aber irgendwie keinen Bock mehr. I'm already en route. Ja, die nehmen es gemütlich, Freunde. Die nehmen es gemütlich. So. Weiß jetzt, könnt ihr das irgendwie bauen hier oder geht's nicht? The exercise. No specialist assigned for construction. Hä? Aber wir haben es doch mal gebaut, so etwas. Yes. Also ich irgendwie nicht ganz versteht. Da ist jetzt eine Farm, die ich eigentlich bauen wollte. Ich versuche es nochmal hier. Geht denn das jetzt? Hä? Okay, das ist einfach buggy.
braucht ein paar Waren, da ist mir klar, das ist so gar kein Thema. Hä, und jetzt geht's, okay. Okay. Aber wie ist es mit anderen Dingen aus, wie eben Kohlemine und so finden oder erkennen vor allem, keine Ahnung, wie wir irgendwas mit dem Wald noch retten können, wenn der... Warte mal, Regrowing, hier steht's Regrowing. Also es gibt explizit Wald, der nachwächst, und der nicht nachwächst. Natürlich im Starkgebiet ist keiner, der nachwächst. Ja, gut, dass man die Unterscheidung macht zwischen Wald, der nachwächst und der nicht nachwächst, finde ich jetzt auch ein bisschen speziell. Also ist der hier in der Nähe vom Anfangsgebiet, also. Da kann man sich jetzt eigentlich auch darüber streiten. Naja, ich weiß, keine Dirty Road. Wir sind ja nicht so dirty drauf. Oh Mann. Aber gut, Freunde, das war es aber wirklich hier von diesem Let's Test zu die Siedler, beziehungsweise einfach mal die Siedler, wie so schön heißt, und vor allem so Closed Beta, wohlgemerkt, eben ist die Closed Beta, noch keine Open Beta oder so, vor allem nicht das finale Spiel, also da kann sich natürlich noch viel ändern, ich hoffe, es ändert sich sehr viel. Eine Closed Beta würde ich jetzt mal sagen, auf den ersten Blick schon mal gut, macht Appetit auf mehr und vor allem Hoffnung auf viel mehr. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Siedler-Abenteuer, vielleicht bis zur Open Beta oder bis zur Vollversion. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.